Hoi Steffi. Oh, Jenny, Letti. Jetzt der Countdown ist wieder da. Wir hatten letzte Woche eine Krise gehabt. Jenny hat ihn plötzlich nicht mehr gesehen. Sie. Aber ich habe eben Freude gehabt, dass ich vielleicht doch ein bisschen der Chef wird von dem Podcast, aber nichts ist. Er ist definitiv. Jetzt bist du voll der Steff. Es ist wirklich so. Ich würde sagen, wahrscheinlich, wenn wir das jetzt so auseinandernehmen, würde ich sagen, ich schnurre sicher 60%. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ja, es tut mir leid. Nicht. Ich meine, das uns ja sehr ab, finde ich. Das ist total wahr. Wie geht's dir? Gut, danke schön. Schon Ich finde gar es schön, dass wir irgendwie noch ein paar kühlere Tage gehabt haben, bevor es jetzt, glaube ich, wieder so richtig heiß. Das ist Ja, gut. Das tut das allen ist. gut. Allen Ich Pflänzchen finde und allen es Menschen. eben. Wow. Hey, aber wie ist das eigentlich? Ich habe es ein bisschen vergessen, aber so, wenn ich es im Kopf habe, ist so ein bisschen, weißt du, so Mitte bis Ende Juni, weißt du, dann fängt da der Countdown laufen vor der Sommerferien. Hast du jetzt nicht noch 700 bescheuerte Schulhausanlässe, Turntage, Sporttage, Ausflüge, geschissene Kindergeburtstage, die alle noch durchdrücken vor der Sommerferien? Ist es okay? Hey, wir haben im Fall erstaunlich wenig Schulanlässe, also eigentlich gar keine. Und Kindergeburtstage sind schon noch, aber es ist okay. Es ist im Rahmen und wir haben jedes ein Wochenende irgendein Sportturnier. Vergessen, er ist ein Shooter, gell? Ja, und 'n Rugbyspieler. Sehr toll. Ja. Du bist am Boden. Ja, Genau. Tackle! Das sehr heisst, gut. wir werfen uns da ab mit Rugby und Fußball. Nein, wir müssen einfach mehr so irgendwie so Zeug also plötzlich wir müssen einfach so alles noch planen für die Ferien. So: «Oh, wir müssen noch das Visa beantragen, weil UK.» Weiß nicht. Ja, das ist wahr. Ja, das ist also zum Glück früh genug in den Sinn gekommen. Okay, ja, das ist wirklich noch ein guter Hinweis. Ich gehe nur an Gardasee. Ich glaube, da muss ich keine Impfungen machen, ich muss kein Visum beantragen. Das ist, glaube ich, alles okay. Nein, nein, musst nicht. Wir brauchen einfach ein Visa. Ja. Lustig ist, wir haben 3 Flüge. Wir bleiben in Europa, aber wir haben 3 Flüge. Also, es ist Autsch. wild, ja. Okay. Also, wo geht ihr an? Wir gehen auf Shetlands. Gell? Also, das ist, Das ja, ist die Insel zwischen Orkney und Färöer. aber dann fliegst du von Zürich auf Dublin? Nein? Nein, wir fliegen von Zürich auf Amsterdam, was ab Hass ja. Amsterdam und dann Amsterdam-Aberdeen und dann also Nordschotland und Ja? dann Aberdeen, Lerwick, also Sandwich. Okay. Aber ihr fliegt alle gern, oder? Es hat niemand bei euch eine Crisis? Ich meine, die Alternative wäre irgendwie 18 Stunden rauffahren und über Nacht auf die Ferien. Nein, machen wir nicht. Also, wir haben's angeschaut zuerst, weil wir dann gefunden haben, wir können die einfach unterwegs noch alle Kollegen besuchen. Aber du müsstest dann einfach noch mal fast irgendwie 'ne Woche mehr Ferien. Nein, wir freuen uns. Wir haben jetzt schon ein paar cutie Sachen gebucht, zum Beispiel so 'ne Shetland Pony Experience. Oh, very good. So herzig. Und wir gehen so 'ne Wildniswanderung machen, wo man Otter sieht. You lost me at Wildniswanderung, aber dann hast du mich gerade wieder geholt mit Nichts Otter. Dramatisches. Aber Otter! Und, es ist auch Puffin Brütsaison in Papagei. Okay. Und dann kannst du die anscheinend, wenn du weisst wo, kannst du die anscheinend an den Klippen sehen. Puffins! Es wird, wenn ihr das Gegiebschick hört, und die sind auch dort oben im Sommer, dann ist es Jenny, die irgendwie fast verglüht, aber irgendwie Otter und Muffins und Genau. ich verglüht einfach, ich so, schon wieder ein Glas Weisswein vom eigenen Rebberg, geil! Nein, es ist wirklich, ich würd so sehen. Ja, nein, ich finde es extrem witzig. Die Durchschnittstemperatur ist 22 Grad im Juli. Oh, das ist Und sehr es ist geil. hell. Also, sie haben keine absolute Nacht im Sommer. Und es ist Okay, hell, irgendwie, glaube so vom Morgen um 7 bis Nacht am Abend. crazy. Also so weit Norden. Okay, das habe ich nicht gewusst. Und was mich auch erstaunt hat, ist, dass es keine von diesen High-Street-Brands, also weißt du, so Marks and Spencer, John Lewis und dass es Ja, das so nicht Next oder hat. so. Also es ist gut und schlecht, I guess. Ähm, aber ich bin also erstaunt gewesen. Von dem her, I'm excited to see. So, wir müssen einfach wirklich, wir müssen unser halbschlau Vollherzreisli müssen wir noch irgendwie planen, weil ich habe einfach wirklich gemerkt, ich bin seit Milo. 7 Jahren nicht mehr in England gsi, sowieso in der UK. Einfach irgendwie so, das geht nicht, weil ich muss einfach einmal quer können durch den Boots, durch alles. Ja, Ich habe dann immer die Vaseline-Dösli,
Ja, Ja, cute. Ja. das ist wirklich, wo dann alle in allen Handtaschen hast, das ist wirklich. Ja, Aber ich natürlich gibt's definitiv. ja, oh, mega. Okay, also, sorry, es kommt wieder auf meine berühmte Liste, aber ich finde so der Ja, also Arbeitstitel schnell irgendwie auf London im London. September oder Ja, es ist so. Oh, und wieder, das ist ein Sponsoring-Angebot, weil bis dann ist doch, ich meine, der Zug, der direkt von Zürich sollte auf London fahren. Ich weiss nicht, wir können ja hoffen. Wir wären auf der Jungfernfahrt von dem Zug, wären wir einfach die geilsten ich könnte Influencerinnen. jetzt schon mit dem Zug kommen. Ja, das ist wahr. Aber wenn wir zu Paris umsteigen, dann müssen wir auch gerade zu Paris bleiben. Am liebsten geht irgendwie so zuerst 3 Tage Paris und dann machen wir 3 Tage London. Ist gut. Tust du deine Familie mal? Dann kannst du sagen, Shetland, und das nächste Mal gehe ich mit der Steffi, fände ich total nice. Hey, Flashen wir noch grausam, aber Paris hey. ist doch fucking overrated. Das ist, wow. Okay, also ich mache jetzt gerade meinen Computer zu, das geht's noch? Das darfst du mir nicht sagen. Ich bin der absolute Paris-Liebhaber, das nimmst du jetzt zu. Nein, es stimmt überhaupt nicht. Ey, sorry, die über die Heiz zuhören, könnt ihr bitte einen Kommentar schicken und sagen euch, dass Jenny einfach absolut, sie hat, glaube ich, einen Hitzeschlag gehabt. Das ist wirklich, London, Team London versus Paris. okay, gut. Also, ich könnte kommentieren, London oder Paris? Wobei, Wobei, nein, wir müssen ja nicht aus allem, wir müssen ja nicht alles. what is this? Where are we? Like, Es no. ist wirklich, ja, wirklich, wir machen jetzt kein Battle draus und machen einfach beides. Spielen, aber Hey, oh, die kommt so nicht raus. Süderlach. ich Ich weiss, aber don't understand. das ist lustig, weil es ist jetzt ja eigentlich die perfekte Überleitung. Ich bin da am Abhaten gegen Paris. Was mich eben lustigerweise geht zu meinem Shit I didn't buy bringen. Aber das wäre wahrscheinlich etwas für dich. Tell me more. Ja, ich weiß nicht, du kennst sie wahrscheinlich. Ist schon recht lang, sie ist eine Schweizer Designerin, sie ist eigentlich schon recht lang so ein bisschen am Zeug. Nina Egli von Natürlich Family. Nina Egli. Of course. Genau. Und sie hat neu, oder neu, nicht neu, aber sie hat jetzt so eine kleine T-Shirt-Pulli-Kollektion draussen, die sehr très parisien chic ist. Einerseits so mit so Croissant-Illustrationen, so in ihrem typischen Stil. Mhm. Und auch Ding. Und ich habe jetzt ein T-Shirt gesehen, ich finde es aber eigentlich recht lässig. Es ist so ein weißes T-Shirt und da steht in ihrer schönen Schrift steht drauf «Les Vacances». Nee, aber es ist ja relativ Das ist wirklich Stil mega lässig. Ja, es ist wirklich so. Also es ist wirklich einfach da. Das ist, glaube ich, sie selber. Oh, das ist mega hübsch. Ja, das ist Nina. Sie ist super, hey, mega Illustratorin, wirklich. Ja, eben, also weißt, man kann ja immer noch ein weißes T-Shirt brauchen. Und ich finde irgendwie «Les Vacances» finde ich jetzt irgendwie auch cute. Das ist mega herzig. Ja, und vor allem, hey, es geht bis in das 3XL. Okay, Ja. Props. Es hat sehr wenig, die das machen. Mega cute. Darum ist es eben gerade so, zuerst gegen Paris abhalten und nachher «Les Und Vacances». dann das. Es Sicher. ist wirklich so. Also ich bin natürlich schon lange am Surfen oder währenddem irgendwie so unser Enigma Also, entweder den Also es zwei ist- Nina Egli. Dann schauen. Also Okay. Family Affair ist die Webseite, glaube ich, oder? Family Affair. Genau, Family Affairs. Ja, das ist wirklich sehr, sehr cute. Ja, Mm. gefällt mir. Ja. Ich habe im Vergleich etwas total Primitives bei meinem Shit I didn't buy. Ja. Aber ich glaube, es wird dir auch gefallen. Runde Frauen, ich bezeichne mich selber als runde Frauen, sind nicht immer so Best Friends mit Overalls. Aber Jenny und ich tun beide zeigen, dass das also überhaupt nicht stimmt. Ein Overall kann total gut sein. Und schau mal, was ich bei Monsoon ich finde das so großartig. Your face! I know, es ist wirklich so cute. Es ist ein Denim-Look overall, ein Sommer-Overall mit so 7/8-Hosen. Und es ist so ein unschönes Mittelblau und dann hat es so ein trägerloses Oberteil und es ist alles bestickt mit so wunderschönen weißen Sachen und Vögel und so. Ich finde Es immer ist so mega herzig. ja, Ich kann fast... zwischen Boho, wo man kannst anlegen und irgendwie noch cool aus. Und dann hat es auch Weird Pieces. Aber sie hat Ja. auch recht. Ich bin recht in das Loch gefallen auf der Monsoon-Website. Aber also ich finde wirklich, es geht alles. Sie haben jetzt das bis ins Grösse UK 18-20, also es ist so das 48-50. Aber ich glaube, das könnte voll noch funktionieren. Die Sachen, die ich habe, sind groß. Also ich habe jetzt sogar die letzte Jeansjacke bestellt von ihnen. Dann habe ich das XL. Das ist okay. Es kommt mega darauf an, wie der Schnitt ist und wie der Stretch ist. Aber sie gehen meistens schon auch noch grösser. Eben, also das ist jetzt wirklich bis ins XXL, glaube ich. Also von dem her ein 18. Also ich finde es sehr cute, etwa 100 Franken. Ich meine, Jenny und ich sind ja selten die finden, ich habe etwas bei Chicorée gesehen, sondern irgendwie so verdächtigerweise sehr vieles aus dem Ausland. Ja, und es ist auch nicht aus Paris, sondern es ist No, und es ist auch nicht ein mega nachhaltiges, lässiges Label.
Guys, das ist jetzt auch wieder ein Aufruf an alle, wenn man über Konfektionsgröße ist, wird es recht schnell schitter, auch bei Schweizer Designer. Und darum muss man manchmal als Plus-Size-Woman ein bisschen ins Ausland gehen. Es tut mir total leid. Ich würde gerne mehr da Kleider kaufen. Just saying. Ja, hey, also weißt auch die Sachen, die oversized geschnitten sind, wie so das Cabinet und so, es ist schon. Mhm. Ja, es mm, ist wirklich, it's not the ja. same. mm. Also ich spüre überall sehr, es ist auch wirklich so ein bisschen mein Farbkonzept von heute. Sommerlich. Voll dein Overall. Ich gehe fest in mich rein. Oder warte noch, weil Monsun ist ja schon auch dafür bekannt, dass sie immer wieder mal gute End-of-Season-Sales haben. Ja, und ich glaube irgendwie so mit Fashion-Labels, manchmal ist so die End of Season vielleicht schon Anfang Juli. Ja, kommt drauf an, welcher Kollektion, wenn sie natürlich die Sommerkollektion, also Frühlingskollektion ist. Gell, das könnte wirklich sein. Also, Also, aber in Jeansjacke habe ich glaube jetzt mit 30% Rabatt gekauft. Hast du dir mal gezeigt? Schon, oder? Aha. Ich habe sie im Fall jetzt schon 2-3 Mal angehabt, seit sie da ist. Wirklich super für alle. Es ist eben wirklich eine Jeansjacke mit ein bisschen Stretch und eine lange. Sie geht über das Fügli, sogar die Taille, was super ist. Sie sieht aus wie ein Hörapfelsack. Und sie hat so eine riesige Tasche. we love Taschen. Ich habe wirklich jetzt in einer Tasche mein Portemonnaie, mein Schlüssel, mein Handy gehabt und in der anderen ein PET-Fläschchen. Crazy shit. Voll geil. Ah, das ist wirklich wirklich Mic Drop. Ich bin total dabei. Also, dann einfach sowieso einfach an jede Hose und jede Tasche und an jedes Kleid. Gebt uns einfach Hosensäcke, please. Taschen. Ist gut? Rant over. Wir haben es nicht geshoppt. Wir sind total brav. Ja. No. Ja. Gut. Also, ich habe die Woche damit verbracht, also probieren nicht fest zu schwitzen und mich auch probiert nicht zu fest über Leute auf. Und ich weiss selbst, dass manchmal so ein bisschen Hormongeschichte. Ich habe ja irgendwie meine Gebärmutter rausgenommen vor ein paar Wochen. Ich glaube, es ist so ein bisschen am Einpendeln. Aber manchmal hat es einfach mehr Arschlöcher rum als sonst. Kennst du das? Nein. Nein, Nein, völlig ich fremd. habe gerade an einen lässigen, den ich letzte Mal auf unserem Instagram geteilt habe, wo ich also so ein schönes Meme. Muss ich schnell vorlesen, Entschuldigung. So ein Meme, wo drauf steht: When you're listening to someone's story, but you can't relate because you're not stupid. Okay, ja, das passiert dann manchmal eben. Ja, ich finde, es ist eine challenging Woche gewesen. Ich weiss wirklich nicht, ob die Leute einfach ein bisschen dümmer geworden sind oder ein bisschen mühsamer. Aber ich vermute, it probably me. Es ist so. Aber darum Most habe ich definitely natürlich, not. ich weiss auch nicht, vielleicht habe ich wegen dem auch sehr viel Zeit verbracht oder zu viel Zeit im Reddit-Forum Am I the Asshole. Aber ich habe also auch wieder eine so ziemlich juicy Geschichte parat gemacht heute. Help me, baby. Gut, also das ist sehr amerikanisch. Wir müssen vielleicht auch noch betonen, natürlich gibt es auch ein deutsches BIDA-Forum, bin ich das Arschloch. Aber also so ein bisschen, Das ist ja lustig. Was? Ein österreichisches Am I the Asshole. bin ich das Wolzenschwein? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie Österreicher reden, aber ja. Nein, mehr, das ist schon fest. Weiß nicht, vielleicht ist das auch bayerisch. Weiß nicht. Also ganz ehrlich, Wörter. So lustige Wörter. das wäre aber schon lässig. Aber das Problem ist, ich habe schon gemerkt, beim BIDA, also bei der deutschen Version von «Bin ich das Arschloch», sind im Fall 3/4 von der Fragen sind im Fall so kleinlicher Nachbarschaftsscheiß. Also es ist schon ein bisschen German. Ja, Dass in Österreich sich darüber beschweren, dass jemand aus dem Büro weisst, da haben wir immer jemand den Topf geklaut aus dem Kühlschrank. Aber Kühlschrank ist wahrscheinlich nicht das Wort, was sie sagen. Von dem her nein, es ist wirklich so der Essschrank. Ich weiß es nicht. der gekühlte Es ist wirklich so der Kosten, der Ja, Gletscherkosten. Nein, ich weiß nicht. ey, bis ich gecheckt habe, was ein scheiß Topfen ist, bin ich ins Loch gefallen. Ja, es ist wirklich, du hast jedes Rezept, findest du so, wo muss ich jetzt hingehen, Topfen kaufen? Ist doch Quark, oder? Ja, das ist klar. Gell, okay. Also, wir lösen eure Probleme da bei Halblau voll Herz. Übrigens, ein lustiges Wort für Mundharmonika wissen. Auf Mundharmonika. Ich kann nur sicher sein, dass ich es richtig verstanden habe. Mundharmonika. Erzähl. Ich kann es nicht sagen mit straight face. Fotzenhobby.
Nein, sicher nicht. Ach. Nimm das zurück, das tun wir rauspiepen. Wir haben, glaube ich, noch nie können piepen, aber ich würde jetzt gerne da so ein bisschen Zensur, so, einfach wirklich. Ja, nein, sorry, Österreicher. Ich meine, I don't know. Also, wir haben sie gern, eigentlich. Die wenigen, die wir kennen. Ich bin nicht Österreicher, von dem her, ja, wir haben sie schon gerne. Okay, also du spürst es wirklich von innen, sozusagen. Ja, von ganz tief. Es klärt so viel, aber ja, anyway, also ja. Also auch in Österreich, also wir machen jetzt nicht ein österreichisches MRD, auch so Forum, sondern ein amerikanisches. Und meine heutige Geschichte ist recht amerikanisch, aber ich habe sie mir noch geil gefunden. Also, sind ihr bereit? Die Frage, die ich im Forum gefunden habe, war, jemand hat gepostet und hat geschrieben, bin ich das Arschloch, weil ich mich geweigert habe, in einem Entschuldigungsvideo mitzuspielen. Okay. Ich würde sagen, die meisten von uns auf Social Media und ich tue jetzt einfach noch. Nervös, okay. Gut, also ich tue jetzt ausführen. Ist gut. Also, dann schreibt jemand Folgendes. Vor einer Woche hat eine Nachbarin von mir, 16, ist die, aus Versehen mein Auto verkratzt mit ihrem Velo. Sie ist sofort abgestiegen, hat angefangen zu brüllen und hat ihrer Mutter an. Der Krebel in meinem Auto sieht viel schlimmer aus, als er tatsächlich ist. Ich kann sie in der Garage schnell wegpolieren, was sozusagen nichts, weil es ein Unfall war und ein sehr kleiner dazu, habe ich auch den Betrag irgendwie jetzt nicht vom Mädchen oder von ihrer Mutter oder so. Und ich habe ihnen auch nichts gesagt. Auch weil das Mädchen sich wirklich gerade bei mir ist entschuldigen und ich habe ihr dort schon gesagt, dass es schon okay ist. In Zukunft soll sie ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Velofahren, gerade unparkierte. Also, so weit, so gut. Er schreibt dann weiter. Ein paar Tage später hat die Mutter mir geschrieben, dass ihre Tochter immer noch ein schlechtes Gewissen hätte und dass sie sich gerne anständiger entschuldigen. Ich habe ihr zurückgeschrieben, dass es alles gut sei und dass es wirklich kein Problem sei und wir haben kein Problem miteinander. Die Mutter hat mir dann aber gesagt, dass sie mir gerne einen Kuchen vorbeibringen als Friedensangebot. Ich habe dann zugesagt und gefunden, eigentlich noch herzig. Wieso ist denn Casserole? Das wäre jetzt richtig amerikanisch. Es ist um einen Kuchen. Der schreibt dann weiter. Wo die zwei vorbeigekommen sind, hat so einen Kuchen in einer Schachtel. Sie hat den in der Hand und ihre Mutter hat das Telefon in der Hand gehabt. Und das Mädchen hat dann so ganz verlegen angefangen, irgendetwas zu stackeln, von wegen Verantwortung übernehmen und sich entschuldigen müssen. Aber mir ist es gerade so vorgekommen, als würde sie einfach am liebsten total im Boden Dann hat ihre Mutter ihr ganz leislich gesagt, gib mir jetzt den Kuchen und frag, ob er deine Entschuldigung annimmt. Und ich habe sie dann einmal angeschaut, also die Mutter, und habe gesagt, also ich habe sie gefragt, ob sie das am Filmen sei. Und sie hat gesagt, ja, sie wollte ein Video machen, das auf so eine tolle Art illustriere, wie junge Menschen sich für ihr Verhalten könnten, entschuldigen und Verantwortung übernehmen. Und sie hat dann gesagt, sie können mein Gesicht unerkenntlich machen im Video, aber dass sie gerne ein Video haben, wie ich die Entschuldigung für ihre Tochter. Und ich habe dann einen Kuchen genommen und habe dem Mädchen gesagt, dass alles gut sei zwischen uns und dass ihre Entschuldigung schon vorher akzeptiert hat. Und dann habe ich mich dieser Mutter zugeredet und habe gesagt, dass ich nicht will in dem Video vor. Und sie hat dann angefangen, mit mir zu diskutieren und hat gefunden, ich hätte einfach das Mädchen ausreden, aber ich hätte dann das abgebrochen und unterbrochen und hätte ihnen dann gesagt, dass es gut ist. Und dann hat sie mir einfach den Gong gegeben und hat gesagt, es ist alles gut und hat die Türen zu. Und jetzt ist die Mutter von dem Mädchen auf mich hässig und grüßt mich nicht mehr, wenn wir uns sehen. Und ja, im Sinn von einer guten Stimmung unter Nachbarn hätte ich vielleicht wirklich noch 30 Sekunden warten, wo das Mädchen sich am Entschuldigen war. Aber ich mag es einfach nicht, wie eine einfache Entschuldigung zu so einer Szene geworden ist. Und das Mädchen hat sich wirklich mega offenbar unwohl gefühlt. Und ich bin ohne meine Einwilligung. Und wenn das wirklich irgendjemand aufgeladen werden könnte das auch so aussehen, als wäre ich so irgendein weirder Erwachsener, der von Kind verlangt, dass sie sich am I the asshole? Not the asshole, weil ihm ist anscheinend das Kindeswohl wichtiger als der Mutter. Es ist wirklich so, aber eine weirde Ja, also ich habe einfach Situation. my mind immediately ist ist so angekumpelt so: «Oh, ist sie so eine Frank Ruby Influencerin, die ganz viel Geld mit ihren Kindern verdient und jetzt so ein Video muss machen, weil sie dann irgendwie 300'000 Likes bekommt?» Also, ich finde No one knows. also das ist auch wirklich, also da hat es irgendwie 700 Kommentare gegeben bei dem Beitrag. Natürlich haben alle gefunden, nein, du bist nicht so Arschloch und du hast recht gut reagiert. Aber es ist super creepy und ich habe das nie so geschnallt gehabt, weil ich meine, eben, ich bezeichne mich ja auch als Influencer. Weißt, ich poste ja auch ziemlich viel Social Media Content. Aber der Gedanke, dass du gehst, fremde Leute filmen und so inszenierte, weißt, wie so Sketches machst mit jemandem, wo, weißt, Ja, ohne Consent, also eben highly illegal. also wirklich, Nein. aber einfach super creepy. Also, ich weiß nicht.
Es ist Ja. eine weirde Geschichte. Ich habe sie ziemlich mad gefunden und eben, wie du kannst aus einer Mucke einen riesigen Elefant machen. Und eben wieder, da hätten die Deutschen Freude, es ist wieder ein bisschen eine Nachbarschaftsgeschichte. Aber Guys, einfach nicht. Und vor allem, wenn Kinder involviert sind, finde ich einfach wirklich, das ist super Ich habe creepy. jetzt ganz klar eine Instrumentalisierung vom Kind. Ich meine, sorry, Ja. musst nicht diskutieren. Also wenn ich Kind wäre, würde ich jetzt ihr auch einfach immer so einen richtigen Stink-Eye geben, wenn sie war. Ja, also ich würde es auch hart anfeinden, aber das ist ein anderes Thema. Aber weißt du, So grundsätzlich schön finde ich, passiv-aggressiv unter der Oberfläche. ich wäre freundlich. Hoi! Aber nein, also ich finde so, es ist lustig. Aber weißt du, irgendwie so, wir sind ja beides Mamis. Also meine Töchter sind erwachsen. Ich weiß schon, dass ich schon auch so eine Mami war, wo wirklich auch so ein bisschen insistiert hat. Wenn sie ihnen Scheiß gemacht hat, recht regelmäßig, habe ich auch wirklich gefunden, irgendwie so, ich finde so, sich können entschuldigen, finde ich irgendwie wirklich so einen Charakterzug, wo du jemanden musst antrainieren. Weißt du, so. Und ich glaube, das kann man auch, aber Ja, gar nicht. Also natürlich musst du, also ich meine, wir gehen mit dem Kind auch dann an und sagen, du musst dich jetzt auch entschuldigen und so. Und ich meine, er hasst das natürlich wie die Pest. mhm. Nein, also unbedingt. Du musst mit dem Kind das lernen und üben und machen. Ja, aber sie ist 16. Also in dieser Geschichte ist irgendwie ein 16-jähriges Teenager-Mädchen. Ja, also ganz klar Instrumentalisierung. Es geht jetzt nicht mehr, dass sie das, also Ja, also creepy. Und man hat nie sie haben nicht darüber geredet, ob der Kuchen fein war. Ich finde das eben auch eigentlich noch wichtig, aber der ist gar nicht mehr vorgekommen. ja, auch wenn wir wissen, was ist es gewesen? Mississippi Mud Pie? Was ist es? Gell? We need details. Okay. Das nächste Mal suche ich mir. So einen American Birthday Cake, weißt du, die Vanilla Sponge mit dem Icing. Ja, einfach aus dem Supermarkt und es schmeckt einfach alles einfach nach süß. Oh, jetzt habe ich gerade Lust. Weißt du, jetzt, wenn ich sage, ich habe wirklich nicht gern Süßes. Weißt du, so, eben so einen billigen Kuchen, so einen Schachtelkuchen, Bachmischung mit dem Frosting ist eben schon recht geil. Ich kann ich mir wieder mal geben. Gibt auch glutenfreie Versionen. So ein bisschen Red Velvet mit so ein bisschen Cream Cheese. Ich habe letztens eine neue glutenfreie Bachmischung entdeckt, so Lemon Bars. Okay. Ja, ich habe es noch nicht gemacht, bin aber sehr freudig. Lemon Bars. Ach, so gut. Weißt du was ich könnte machen? Weißt du, so, bevor wir uns das nächste Mal sehen für ein Apero, für so ein Sommerapero. Ich finde so Aperol Spritz und ein Lemon Bar, ein glutenfreier, wäre eigentlich noch eine gute Kombination. Nice, ja. Schon Ja? nice. Schon nice. Könnte man sich überlegen. Schon nice. Schon Habe ich nice. gut aufgeleistet. Souverän, oder? Ja, so ein Smooth. Nein, es war überhaupt nicht souverän gewesen. Nein. Können wir das Thema wechseln? Ich habe Ja. so mega Lust auf Dessert. Okay, gut. Oh. Also, keine blöde Entschuldigungsküche, sondern wenn schon einen richtigen Kuchen. Also, ohne Strings attached. Ist gut. Die Kamera. Gut. Ja. Ja, das wär nice. Ja. Hey, Also, und du bist meine Königin von «Das musst du gehört haben». Ich liebe unseren Podcast im Fall schon nur für das. Weil ich habe immer die Auswahlgeschichte und dann hast du immer 5 Sachen, die ich noch nicht gehört habe und dann tust du immer eins aussuchen. Das bin ich Ja. richtig gespannt. ja, ich habe heute 2. Ich habe ein Trauriges und ein Schönes. Macht sehr traurigen, of course. Ja. So Zürich hat wieder ein Elefantenbaby schläfern. Ja, das ist wirklich traurig. Was ist dort passiert? Es ist einfach nicht aufgestanden. Es ist irgendwie wie nicht gesund auf die Welt gekommen. Es war ein männliches Jungtier gewesen und es hat irgendwie die Hinterbeine und dann hat sie nicht können selber aufstehen und hat es mehrmals versucht und was dann irgendwie am Boden liegen im Sinn vom Tierwohl. Sad. Ja, vor allem es ist ja krass, es ist ja glaube 20 und dann im 23 ist ja schon jedes Jungtier gestorben. Oh, die haben nicht so einen guten Lauf. Gestorben, weil sie sich verletzt hat. Also sie haben glaube ich gerade so ein bisschen einen String of Bad Luck. Das ist wirklich traurig. Und wieso erzählst du uns das jetzt und reissest die Stimmung so in den Keller? Ja, ich weiß, aber ich meine, es ist halt nicht nur einfach immer alles lustig. Lustig ist So. dafür die zweite News, weil der Zoo Berlin hat nämlich ein Mini-Zwergflusspferd. Und willst du raten, wie es heisst? Es heisst Jeanette. Das wäre schon auch lustig. Ich weiss aber gar nicht, ob sie den Namen, weißt du, so einem Public Vote gemacht haben oder nicht. Das gibt's doch auch Das weiss ich nicht. Ja, also die Tiere machen das natürlich. Ja, das weiss ich jetzt auch nicht. Es ist aber auf jeden Fall jetzt getauft worden.
Ja, und es heißt Okay. Brötchen. Brötchen! Vor allem, das Ja. Brötchen wird mal ein Brot, weißt du, so ein ausgewachsenes Brot und es heisst dann immer noch Brötchen. Ja, irgendwann wird es auch noch so ein richtiges Pfünderli und das heisst Brötchen. Nein, das ist sehr, sehr cute. Ja. Und vor allem, weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Ich bin ja, eben in Kalifornien bin ich mit einer, bin mit einer Gretchen in die Schule. Gretchen Ott ist eine gute Freundin von mir. Ich habe erst Jahre später in der Schweiz geschnallt, dass Gretchen ja Gretchen. Und ich habe auch, in der Schule hat es noch ein Frauchen gehabt, und das ist das Frauchen. Habe ich auch sehr, sehr weird gefunden. Und erst nachher geschnallt. Aber dann ist das Brotchen. Das ist schon weird, ja. Ja. Nein, also anyway, Aber hey, hast danke. du gewusst, dass Zwergflusspferde zu den seltensten Säugetieren von Afrika gehören? Wieso droppst du manchmal schnell so, weißt, so Smart People Facts? Das habe ich nicht gewusst. Ich glaube, ihr habt das alle nicht gewusst und wir haben jetzt schon wieder etwas gelernt. Ich habe das Buch von Endangered Species und dort sind sie drin, weil es wirklich nur noch so eine Handvoll, 1000 von denen gibt. Ja. Aber dann umso herziger mit dem Brötchen, finde ich total cute. Brötchen. Also, danke für den emotionalen Rollercoaster zum Schluss. Das war mega gewesen. Es ist das Leben, Mann. Es ist wirklich so. Das ist so. Hey, weißt du, ich habe jetzt gerade gemerkt, ich bin jetzt total abgelenkt und möchte schnell Ciao sagen. Du merkst, ich bin so klein, weißt du, so, okay, also sehen wir uns nächste Woche. Du musst Weißt du, wieso? pronto runter, um irgendeine Kuchenbachmischung holen. Nein. Ich Ah. habe gerade dran gedacht, und ich muss es flüstern, weil meine Familie weiss es nicht. Es hat Magnum-Glace im Tiefkühler. Und ich habe es meiner... Aber es hat nur Ich ein hab- Problem. Es ist die Weiss und die ist so kotzhässlich. Okay, nein, das geht nicht. Finde ich schwierig. Okay, nein, aber ich kann so eins holen, aber ich muss eben schauen, dass die anderen nicht sehen, weil sonst sind alle anderen weg. Aber- Weißt du? So. Du weißt schon, du musst dann irgendwie die Musik ganz laut anmachen, weil das knackt so laut, da kommen aus allen Löchern kommen sie. Stimmt. Und mein Tiefkühler ist noch so vereist, dass man es wirklich gut hört. Das kroset wie blöd. Weißt du, doch ein bisschen ablenken. Ah, la, 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 la. Lalalala. Und dann einfach irgendwie so schnell das Magnum. Also ich probiere es. Ich tue updaten, ob es mir gelungen ist. Okay. Hey, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen.